Es ist schon geworden ein Stück Tradition, als die Studenten von der Sommerprogramm beim IWA-Institut sollen kommen auf einen Besuch in Vorwärts, sich zu bekennen mit den Mitarbeitern und es schmeckt die Lift von einer jüdischen Redaktion. Meine erste Frage habe ich gestellt dem Direktor von der Sommerprogramm, Dr. Herschel Glaser. Heuer haben wir 30 Studenten, gekommen von Polen, von Russland, von Ukraine, eine von Schweden, von über ganz Vereinigte Staaten und etwas habe ich vergessen, von Israel. Ja. Und einer von Russland wohnt in Deutschland und einer von Polen wohnt in England. Heißt es also, man nimmt da rein, euch die Länder, wo sie wohnen, ist noch ein paar Länder. Im Vergleich mit den früheren Jahren ist die Zahl Gruppen, ich meine von den Unheber oder von den mehr avancierten, fällt, sie wächst. Heuer ist ein bisschen kleiner wie früher und das ist auch so, weil wir sind rüber zu einem Schule, Bard College, wie ihr wisst. Und es hat sehr lange gedauert und ich sehe, es gehen noch Studenten. Es hat sehr lange gedauert, bis wir haben gemacht den Abmach. Heißt es, dass wir haben später angehoben zu reklamieren, die Programme. Und über dem, meine ich, ist ein bisschen gefallen. Die tollen Studenten. Und wir rechnen, als über ein Jahr, als wir schon das zweite Jahr von unserer Schule ist, als wir wiederum haben wachsen. Was ist eigentlich die Gruppe ist, haben wir 7 avanciert, aber das ist normal. Wir haben, dachte ich, 11 Anhebers und 12 Mittlere. Das ist ein bisschen kleiner. Wer sind denn die Lehrer? Die Lehrer sind Sheva Zucker. Das heißt, Sheva ist Literatur, Perl Teitelbäum ist Sprach. Das sind Lehrer schon 8 Jahren. Und 2 neue, Itai Sutra Literatur und Adi Mahalel Sprach und euch, ich bin ein halber Lehrer von Sprach. In kurz die Sprachlemudem, was für andere Lemudem sind du in dem Programm? Die Sprachlemudem sind in der Früh, das heißt bis 1 Uhr. Und nach Mittag haben wir eine Zugabe von einer Schmussklasse, Lehenklasse, wo wir lernen noch Texten, kurz die Texte, was wir lernen in der Früh. Wir haben nach Mittag die Lektions, Treffungen mit Jiddisch-Reders von Mizrach-Europa. Wir haben Filmen, wir haben einen Zugabkurs jeden Freitag von Geschichte von Jiden in Mizrach-Europa. Das ist das erste Mal, was wir machen als eine Sache. Wir haben früher gehabt seriös Lektions, aber einen ganzen Kurs haben wir zum ersten Mal. Ich weiß, dass Sie praktizieren bei der klar auf andere solche Zimmerprogramme neu spazieren, besuchen und so weiter. Ja, und kurz dem, was noch kommen zu geben. Wir haben ein paar Spazieren, haben gemacht ein Picknick im Park. Auf Jiddisch? Zum Teil auf Jiddisch, das heißt, wir haben geredet Jiddisch und zum Teil hat man geredet Deutsch, man hat geredet Russisch, man hat geredet Englisch, man hat geredet Ivrit. Aber gegessen haben wir alle mit gutem Appetit. Ja, no, avade. Das ist gewesen ein Spazier und wir haben auch auf dem Besäulen zu den jüdischen Schreibers, also wie wir tun in den letzten paar Jahren. Und dort werden wir rezitieren Lieder von den Poeten, die liegen dort. Moishe Palper, Morris Rosenfeld, Hey Leivik, Efter singen Shalom Aleichem Zwiegelied, soll schlafen ruhig. Dank in mir wollen derweil fragen andere Studenten, was sind gekommen jetzt. Ich heiße Wojtek Tworek, ich komme von Polen, aber jetzt wohne ich in England. Ich bin ein Doktorand in der Londoner Universität. Und wie ich weiß, sind Sie schon das zweite Mal in New York, ja? Ja, ich bin gewesen ein Student in New York, in Nivo, vor Jahren, in der Mittelklasse und jetzt bin ich ein Student in der Avancierte. Und mit was vernimmt Sie sich in England? Ich forsche der Schitte von dem ersten Lubavitchen Rebbe. Das heißt, ich habe angehoben zu schreiben ein Doktorat wegen seiner Werk, wegen seiner Schriften. In Jiddisch kommt das zu nichts? Das heißt, oft von den Materialien sind geschrieben geworden auf Hebräisch, aber es ist doch ein Sachwerk, es ist doch ein späteres Werk auf Jiddisch. Und es ist doch eine Sachliteratur.
chassidische Literatur auf Jiddisch. Als ja, versteht sich, als ja. Und ihr hat Verbindungen oder ihr trefft sich mit der Lubavitcher oder mit anderen Chassiden? In London, ja, mein Supervisor, mein Professor in der Universität ist euch ein Lubavitcher, Wer ist er? Naftali Lowenthal. Und euch, von Zeit zu Zeit gehe ich zu der Bibliothek, zu der Lubavitcher Bibliothek in von London. Sucht mir, im Verwus darf ich als eine fremde Thema, im Verwus Lubavitcher, wo es keinmal nicht gewinnt, kein Polischer, in der Lubavitcher Chassidim sind keinmal in Polen nicht gelebt. Sie sind gewesen in Polen, sie sind gewesen in Otwot, neben Warsche, in die 30. Jahren, wenn der Lubavitcher Rebbe, der vierjährige Rebbe, ist weg von Riga. Erstens, ist weg von Russland, kein Riga und von Riga kein Warschau. Sie do eine Verbindung. Ja, es ist eine Verbindung und trotzdem ist es eine interessante chassidische Gruppe. Und ihr hat Bedeie zu kommen zurück in Polen? Jetzt weiß ich nicht, das heißt, ich hab nur angefangen zu schreiben mein Doktorat, also ich habe noch 3 Jahre von meinen Studien in London und in Zukunft es kann sein, als ich will kommen zurück zu Polen. Und ihr meint, dass ihr wird dort oben eine Stelle, ein Posten von verbinden mit jüdischem Leben? Ich hoffe es ja. Das heißt, es sind eine Sache Menschen, die interessieren sich mit jüdischer Kultur und auch mit jüdischer Literatur. Und verstehe ich, sie sind eine große jüdische Kultur in Polen. Es ist eine Sache Sachen, was man kann forschen. Danke größen und seid mit Slicha auf euer Weg. Vielen Dank. In unser Treffungsprogramm ist gewissen geworden der neue Film wegen dem jüdisch-hebräischen Schreiber Yossel Bierstein von der Serie Monologen von jüdischen Schreiber. Aber fahrenweisen dem Film, ob ich in kurzen bekennt die Gäste mit der Geschichte von Vorwärts und mit der heintigen Arbeit von der Redaktion. Bald noch der Melchume von der 6 Tage, neben dem Käusler Maruvi, man hat abgesindert, Männerbasinder und Frauenbasinder, aber gesehen, ein Bucher mit einem Mädel, stehen ziegedrückt zu dem Käusler Maruvi. Darin wird darin genommen das Mädel. Und das Mädel hat getrunken ihre Kleidel, es gewinnt also ein mini-kurz Kleidel, als man noch kennt sehen, wenn man ihre Füße wachsen. Und ihr Bluskele ist gewinnt sehr niedrig, also ein niedriger Horizont. Und der Bucher hat darin genommen das Mädel und hat geschickt Kischen. Ein Kisch der heilige Wand und ein Kisch im Back von der Mädel. Ein Kisch du, ein Kisch dort. Das Bild ist mir gestanden vor der Augen, wenn wir kommen, wohnen in Jerusalem und ein Meister Chaver, sehr berühmter hebräischer Poet, hat mir umgeschrocken. Hat mir gesagt, Yossel, du in Jerusalem wirst du schon nicht kein Meinses. Wie wir das gewohnt früher, dort sind sie gewähnt, du nicht. Aber gesagt, verwusst dann, verwusst nicht du in Jerusalem. Hat mir gesagt, Jerusalem ist eine heilige Stadt. Was geschieht, wenn du stehst im Leben Punem von Heiligkeit? Man schweigt, man davent, man schäppt still, am meisten zum Schmecheln oder Lachen. Oi, es ist nicht gemeint ist. Jerusalem ist eine ewige Stadt. Eine ewige Stadt, ewig und heilig. Es ist nicht gemeint ist. Aber so erschrocken. In dem Moment ist das Bild von dem jungen Pol gestanden vor der Augen.
Und ich habe gesehen, was er tut. Aber gesagt zu sich, oi basoi, bis will sich auslernen, kischen die heilige Wand, will ich auskleiden derweil dem zweiten Kisch. Und wir machen noch einen Spazier, etliche Kischen, Menschen in die Gassen für den Schleim. Lass mir hoffen, als die gute Tradition wird euch umgehen weiter.